schon mal überlegt, dein Gesicht machen lassen? Ist nämlich hässlich. Findest du dich lustig? Hast du deine Titis in der Pubertät vergessen? Und jetzt, weißt du, jetzt bin ich wieder kurz vor der Brille, wenn da so eine Frage kommt. Es sieht halt so hässlich aus. Mano, es sieht so scheiße aus. Oh mein Gott. Oh, meine ganze Seele ist gerade aus meinem Körper gekommen. Wenn ich wüsste, auf was ich gerade stehe. Wir sind auf einem Esstisch und auf einer Salatschüssel, weil ich keine Woche hatte, um ein Stativ mitzunehmen. Guten Morgen, meine zuckersüßen Püppchen. Ich bin mal nicht zu Hause, sondern in WW. Darum sieht der Hintergrund gerade so scheiße aus. Es tut mir erst leid. Das war alles am Budget, das wir hatten für das Airbnb. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, um ein YouTube-Video zu machen. Ich habe schon letzte Woche keins gemacht. Und sonst bin ich eigentlich regelmäßig, also von dem her, ich bin nicht schlecht dran. Ihr müsst wissen, ich bin gestern Abend am Germany's Next Topmodel mit dem Can. Ich war so wirklich im Halbschlaf schon, ich bin fucking eingepennt. Und dann kommt so ein Geistesblitz an YouTube-Video-Ideen. Meine Community stellt mir respektlose Fragen. Ist doch eine fucking geile Idee! Sind ehrlich! Warum ich mir das Ganze antue? I don't know. Ich weiss es wirklich nicht. Aber wir haben Bock drauf und ich würde sagen, wir labern gar nicht so langsam. Fangen wir mit dem Video an. Let's go! Soll ich eigentlich den Anfang wieder machen? Findet ihr das cool? Ist das cringe? Ist das so 2018, 19 und das soll jetzt einfach dort bleiben? Oder sind das so, oh mein Gott, Nati, so cool, dass du das noch machst? Schreibt es in die Kommentare bitte. Ja, wie gesagt, ich habe mir respektlose Fragen schreiben auf Instagram. Also zuerst mal gedacht, Bro, die sind viel zu lieb. Das muss ein lustiges YouTube-Video werden. Ich kann nicht einfach so etwas Langweiliges schreiben. Aber das sind so die ersten Kommentare gewesen. Ich habe Zeit, dann habe ich ein bisschen geschenkt. Und ich habe dann noch zu lange nicht drauf geschaut. Ich habe John gesagt, er soll mir ein paar Fragen aussuchen, die ich in diesem Video beantworten soll. Von dem her, ich habe keine Ahnung, was für Fragen werden kommen. Ich habe auch ein bisschen Angst vor euch. Aber Leute, ich sage euch, heute bricht mich nichts. Heute ist ein guter Tag und da kann mich nichts davon abhalten. 1 Minute 37 Sekunden später. Ich kann nicht halten. Nein. Okay. Wir bleiben souverän, Leute. Die Fragen werden jetzt da real beantwortet. Ist deine Nase ein Souvenir aus Pisa? Es ist kreativ, sind wir ehrlich. Und um deine Frage zu beantworten, leider nicht. Ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn wir meine Nase als Souvenir kaufen könnte. Nicht nur in Pisa, auch in der Schweiz. Würde ihr kaufen? Stell dir schnell vor. So ein Schlüsselanhänger aus meiner Nase. Bro, das ist doch eine fucking geile Idee. Nein, das ist Real Talk. Einfach eure Nase so mit Gips machen und dann als Schlüsselanhänger. Das ist voll geil. Du bringst mich auf Ideen, ich sage dir. Vielleicht wird das mit Merch. Hast du deine Titis in der Pubertät vergessen? Bro, der Kommentar ist von einem Kollegen von mir. Aber, okay. Weißt du, er weiss einfach genau, was meine fucking Unsicherheiten als Pubertierende waren. Du Wichser an der. Schnell sammeln. Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt sagen nicht, weil ich glaube, das ist wissenschaftlich nicht möglich. Aber ich würde auch sagen, es gibt da ganz viele unterschiedliche Grössen, von gross bis klein. Mich hat es da bei klein gereicht. Yeah. Bro, ich weiss doch nicht mehr, ob so etwas antwortet. Leute, ich weiss auch nicht, ich bin überfordert bei dem Video, okay? Ich habe mir das wirklich lustig vorgestellt. Bist du Influencerin geworden, weil du sonst keinen Job bekommen hast? Ich fühle mich auch so blöd, um das jetzt so ernst zu beantworten. Also, ernst. Das ist noch spannend, weil ich habe ja während dem Gymi angefangen und habe tatsächlich mit YouTube angefangen, wo ich noch gar nichts verdient habe. Das ist wie so eine Rechtfertigung. Oh mein Gott, das ist so unangenehm! Aber ja, vielleicht hätte ich jetzt auch keinen Job und würde auf der Straße leben. Von dem her, danke euch. Das ist mega lieb. Danke, dass ihr meine Rotzvideos schaut. Hast du schon bemerkt, dass deine Keimratsecken nicht so geheim sind? Das war keine coole Videoidee. Grüße gehen raus an meine Mutter. Ich habe hier sexy Geheimratsecken. Vor allem, kennt ihr so die Frisuren von 2016? Alter, ich hätte nicht überlebt. Du hast es wirklich so gemacht und dann ist da ein Spangli nicht da. Bro! Aber danke für deine Frage. Wo war ein Ort, wo mal ganz unangenehm fett hast furzen? What the fuck? Das Ding ist, es gibt so ein
Story, wo ich einfach... wir hatten so Schule gehabt und ich muss wissen, es war so in der Mittelstufe gewesen. Und es war jetzt nicht so gewesen, dass ich so bei den Coolios war und mir das auch leisten konnte. Ich hocke so in diesem Klassenzimmer und ich spüre schon, wie langsam sich ein gewisser Druck da unten bildet und dass es einfach nicht mehr lange geht, bis die Bombe gezündet wird. Und ich mir vorstellen, es war nicht einfach ein normaler Klassenunterricht gewesen. Nein, wir haben genau in dem Moment müssen irgendetwas lesen. Es war Mucksmüsli still in diesem Klassenzimmer gewesen. Plus, das war nicht irgendein Klassenzimmer gewesen, das war irgendwie so ein riesiger Saal gewesen. Alter, ich könnte mir vorstellen, wie das Echo getönt hat. Und weißt du, bist so am Lesen und du merkst so, ja, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Dann geht mir ein fucking Stift runter, Bro. Ein fucking Stift geht mir runter. Und das Ding ist, weil es einfach so leislich in diesem scheiß Raum ist, hat einfach jeder mitbekommen, dass mein Drecksstift gerade runtergefallen ist. Heisst, jeder erwartet jetzt, dass ich den Drecksstift wieder aufheben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache den und ein Monster-Furz, den ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, kommt da raus. Ja, ich glaube, das war wirklich mit Abstand die schlimmste Furz-Experience, die ich gemacht habe in meinem Leben. Mein Dogo hat auch so eine Halskette. Das Ding ist, früher hatte ich richtige Hundehalsbänder. Mögt ihr euch erinnern, wo der Joker noch war? Ich habe den gerockt. In allen von meinen ersten 50 YouTube-Videos habe ich jedes Mal den Drecks-Joker angehabt. Und ich habe es gewinnt Hund. Von dem her, wir haben uns upgraded auf ein höheres Niveau von Hundeketten. Aber ich nehme es gleich als Kompliment. Schon mal überlegt, dein Gesicht machen lassen, ist nämlich hässlich. Ich muss mir das so vorstellen, als würde ich jetzt gerade mich in so einer Interviewsituation, weißt, befinden. Von dem her, warte schnell. Nein, tatsächlich habe ich mir das noch nie überlegt. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Gesicht. Klar gibt es da immer mal wieder gewisse Unsicherheiten, aber ich glaube, die finden mehr in meinem Kopf statt und nicht in meinem Gesicht. Und deshalb, ja... habe ich souverän gemacht. Ich fühle mich wirklich wie bei GNTM, Alter. So die Interviews, kennt ihr? Und ich finde, ich mache es gut. Aber das war schon böse. Wie viel Geld würdest du nehmen, um für immer auf Social Media zu verschwinden? Oh, soll ich voll kitschig sagen? Für kein Geld auf der Welt würde ich euch verlassen. Nein, okay, wir müssen jetzt realistisch sein. Wir müssen den Faktor 1 sehen. Es macht mir Spass. Es ist geil. Und wir haben den Faktor 2, dass ich ja quasi wie schon Geld verdiene und ich ja sonst in dem Sinne gerade momentan keine andere Geldquelle habe. Das heisst, es müsste sich rendieren. Ich glaube, ein guter Preis wäre so viel, dass ich quasi fürs Leben lang ausgesorgt hätte. Das ist doch eine gute Antwort. Ich muss schon die Frage, wie viel das ist. Mit etwa 3 bis 4 Millionen Sahars hättest du in der Schweiz ein durchschnittliches Leben lang ausgesorgt. 3 bis 4 Millionen nur? Ich gehe auf 10 Millionen. Weil das Potenzial ist auch da, dass ich jetzt Bibi 2.0 könnte werden. Vielleicht werde ich fucking Milliardärin mit Social Media und dann wäre das ja wieder wenig. Also, ganz realistisch, wir machen 10 Mio. 10 Mio und ich verpiss mich. Ehrlich gesagt folge ich dir nur, weil ich zu faul bin, dir zu entfolgen. Ach, Bre, Alter, aber da siehst du jetzt auch, da ist wieder ein Hirnzahn. Du musst eine Frage stellen und nicht irgendeine Scheißantwort. Wir bleiben souverän. Ich verstehe das natürlich mega fest. Das ist verdammt anstrengend. Weißt du, man muss auf das Profil gehen, deabonnieren. Es braucht auch viel Zeit im Leben. Also es ist nicht zu unterschätzen. Aber nein, es ist echt gut. Folg mir wieder hin. Ich will Bibi werden. Hat dein Zahnstein geschmeckt? Es ist gerade letztens passiert, ich hatte da einen Zahnstein. Also nicht das typische Zahnstein, man kennt, sondern so Tooth Jam. Wisst ihr, was Tooth Jams ist? Gut, ich hatte da so einen fetten Stern gehabt. Und der ist jetzt weg, weil ich in ein scheiß Brötchen gebissen habe. Und ich habe es nicht gecheckt. Und es kroset irgendwann so wirklich, es ist so richtig, ich habe den Scheiß verbissen. Und ich check's nicht, ich denke, da irgendetwas ist in dem Brot, vielleicht so ein Kern oder so. Nachher schaue ich in den Spiegel und das Ding ist auch weg. Ich habe meinen scheiß Zahnstein gefressen. Aber er ist geil, ich sage ehrlich, er ist geil. Ich würde sagen, solides 8 von 10. Ein bisschen Luft nach oben hat es schon noch. Lieber ein Sextape von dir veröffentlichen oder von deinen Eltern? Oh mein Gott. Nein, also schon einer von mir. Nein. Nein, von meinen Eltern, das habe ich nicht mal gesehen. Oh. Ja, ich glaube, mit dieser Antwort geben wir uns alle zufrieden, oder? Ganz viele bei meinen Eltern. Findest du dich lustig? Leute, ich fange langsam an zu schwitzen, ich sage ehrlich, das Video... Weißt du, ich hatte gerade frisch meine Tage. Meine Emotionen sind so. Als ich das Video angefangen habe, bin ich noch so froh gewesen, oh mein Gott, ich habe so fette Eier, Alter, easy. Und jetzt, weißt du, jetzt bin ich wieder kurz vor der Brille, wenn dann so eine Frage kommt. Logisch finde ich mich lustig. Ich bin doch auch lustig. Der Can sagt mir das ab und zu auch. Ja, ab und zu bin ich auch ein bisschen cringe. Wir machen weiter. Schon mal überlegt, nach dem Pedo, der ein Fake-Profil gemacht hat, heute wirklich so Geld zu verdienen. Bro, stell dir vor. Oh mein Gott. Vielleicht bin es auch wirklich ich, Leute. Das habe ich nie gesagt. Nein, also wir sind jetzt wieder mal realistisch. Ich glaube, wenn ich so ein Profil hätte,
Also dann mach doch wenigstens einen geilen Namen. Ich glaube, ich will mich actually Naughty Style oder irgendwie so etwas nennen. Das ist doch voll geil. Aber dann um das Ganze kurz seriell beantworten. Natürlich würde ich das niemals machen, Leute. Ihr wisst das. Ich habe euch alle lieb. Ihr seid für mich meine Schwestern und Brüder. Euch würde ich nicht verarschen. Nicht mal ein 60-jähriger Mann, der sich abgeilt ab meinen Videos und Bildern. Ja, vielleicht so das Option Z. Wenn ich jetzt absolut nichts mehr mit Social Media verdiene, wenn kein Sieg zu mir kommt und mir 10 Millionen gibt, damit ich mich verpisse von Social Media und falls ich keinen Job bekomme. Vielleicht dann. Vielleicht. Wie glücklich musst du sein, dass du so etwas machen willst? Bro, ich frage mich das for real, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf das Video. Aber das war ja schon die letzte Frage. Ich habe überlebt, Leute. Mir geht's gut. Ich sage ehrlich, manchmal bin ich schon kurz so kurz vor dem Brüllen gewesen, so ein bisschen. Aber es hat auch ein bisschen Spass gemacht, es war lustig. Ich könnt gerne mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr den zweiten Teil von diesem Video wollt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, das Video zu liken. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ja gut, wir beenden jetzt das Video. Bis nächste Woche wieder. Tschüss. Ich habe mich in deinen Augen verloren. Was sagst du? Und ich muss jetzt mal zeigen, wie opferhaft ihr aussehen. Könnt ihr bitte jetzt ein paar liebe Kommentare in die Kommentare schreiben? Weißt, ich brauche so für mein Herz, sonst muss ich heute Abend brüllen, wenn ich ins Bett gehe. Danke.